Hey liebe Leute, Mr. J wieder am Mic und ja, ich freue mich total, dass ich wieder ein Commentary machen kann. Meine Stimme ist wieder da. Ich kann wieder normal reden und das freut mich abartig. Im Hintergrund sehen wir ein Spiel auf Jemen, 46:2 vom Rufus. Vielleicht fragen sich die einen, wann kommt das Gameplay von Mr. J? Ja, gute Frage, ich weiß es selber nicht. Ich bin halt ein bisschen auf der Xbox noch am Spielen nebenzu. Und ich habe halt auch noch das Halo bekommen und ich bin halt ein bisschen am Rumstöbern. Plus bin ich noch ein bisschen halt an der neuen Serie dran von Black Ops 2, Diamantwaffen. Und das braucht halt ein bisschen Zeit und je nachdem, was für eine Waffe das man hat, geht es halt ein bisschen länger und es ist halt auch schwerer, vielleicht mal ein gutes Gameplay hinzubringen. Es läuft aber an sich nicht schlecht. Ich habe eigentlich die Freude wieder daran gefunden am Black Ops 2. Ich hatte ja so ein Zeitchen gehabt, wo ich gedacht habe, oh nein, mein Gott, wieso habe ich es überhaupt gekauft? Aber jetzt momentan läuft es gut. Ich habe, glaube ich, mein Gameplay selber ein bisschen umgestellt. Es ist halt nicht mehr ein allzu derbes Rushen und es läuft eigentlich gut. Eigentlich fast immer ein 50-Plus-Spiel. Und das macht dann mega Spaß. Plus eben, apropos Campen und Rushen, das ist halt so im Black Ops 2. Im MW3 ist wirklich alles möglich gewesen, vom Campen bis zum Extreme Rushen. Und jetzt im Black Ops 2 ist, glaube ich, eher ein bisschen abgeschraubt worden, dass man wirklich saumässig, wirklich abartig gut muss sein. Nicht wie im MW3, dass man wirklich gut kann rushen kann. Man sieht es vielleicht beim TBNR Frags. Der ist ich von mir aus gesehen einer der besten Spieler in Black Ops 2. Gut, man muss ein bisschen unterscheiden, er spielt auf dem PC. Ich weiß nicht, wie das Niveau da drauf ist, aber wirklich saumässig guter Rusher. Ja, was gibt es eigentlich noch für ein Thema? Das haben wir schon das letzte Mal angesprochen. Der Kinomodus hat nicht funktioniert. Das ist auch ein Grund, wieso es so lange gegangen ist, bis endlich mal wieder ein Gameplay gekommen ist. Aber es ist ja ein Patch gekommen und der hat dann auch bewirkt, dass der Kinomodus wieder funktioniert, wegen dem Prestige-Glitchen, wegen diesen Doublen, die halt nicht normal spielen können. Tut mir leid. Von mir aus gesehen die absoluten grössten Mongos. Aber ich lasse jetzt mal auf der Seite das Thema. Und mit dem Patch, der rausgekommen ist, haben wir vielleicht auch noch bemerkt, es braucht viel weniger Punkte, bis man Drohnen bekommt. Weil es ist doch recht lang gegangen, bis man die Drohne bekommen hat. Irgendwie Flaggen erobern und dann noch ein Kill ist irgendwie ein bisschen zu lang gegangen. Und jetzt braucht man einfach ein bisschen weniger Kills. Ja, ja, jetzt erzähle ich euch eigentlich noch etwas von der neuen Serie vom Rufus und von mir. Und zwar heißt die Diamonds Are Forever. Und ja, wie ihr vielleicht hört, es geht um Diamanttarnung von den Waffen. Und für die, die es noch nicht wissen, wie man die Diamanttarnung eigentlich bekommt, es ist, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen, gar nicht mal so schwer. Es braucht einfach mega viel Zeit. Und zwar muss man von jeder Waffe, also sagen wir mal zum Beispiel von allen Schrotflinten, Kategorie Schrotflinten, muss man jede Waffe auf Gold bringen und dann tut man eigentlich Diamanttarnung freischalten. Wie sieht die Diamanttarnung aus? Die einen haben es vielleicht schon gesehen, die anderen nicht. Es ist, ja, ich sage immer wieder schon fast ein bisschen tussyhaft, so ein goldiges Wäffeli mit ein paar Diamanten drauf, Glitzer und weiss nicht was, schon fast eine Barbie-Edition. Fehlt nur noch der Lippenstift und der Eyeliner. Aber nein, so schlimm ist es nicht. Ich finde einfach, man sieht dann wirklich, irgendjemand hat es dann wirklich im Griff mit diesen Waffen, wenn er sie auf Diamant hat. Dann hat er recht viel mit denen gespielt, vielleicht ein bisschen vorsichtig gewesen. Verratet immer wieder etwas vom Spieler. Ja, und unser Ziel ist eigentlich, jede Waffe auf Gold zu bringen, dass wir sie nachher auf Diamant haben. Und natürlich mit unseren Erfahrungen, die wir gesammelt haben mit diesen Waffen, euch ein paar Tipps geben, wenn ihr die auf Diamant haben wollt. Weil es gibt die einen Waffen, die etwas schwerer sind, damit man sie auf Gold bringen kann. Und dort haben wir natürlich ein, zwei Tipps. Und ich sage mal, die erste Folge wird über Schrotflinten sein. Dort muss man zum Beispiel Sofortabschüsse machen. Also ein Schuss und dann muss er tot sein. Und ja, dort haben wir ein, zwei Tipps, wie ihr natürlich viel schneller auf diese Sofortabschüsse kommt, weil zum Beispiel mit Remington oder mit KSG ist es natürlich einfacher. Und mit den anderen zwei Waffen, die ich eigentlich den Horror finde, gibt es einen Tipp, wie ihr dann
einfacher auf Sofortabschüsse kommen. Aber das erzählen wir, denke ich mal, in einer Woche. Dann werden wir das erste Gameplay aufladen und bis dann müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Wir müssen auch, weil es warten immer noch Waffen auf uns, die gerne auf Gold möchten, gebracht werden. Und ja, was haben wir sonst noch? Vielleicht noch schnell zum Hintergrundvideo. Da spielt der Rufus auf Jemen 46 auf 2. Und ja, das ist so ein Thema, das wir eben gerade schnell vorher erwähnt haben. Es ist halt nicht mehr so ein extremes Rushen. Es ist eher so ein Patrouillieren, das der Rufus eigentlich schon im MW3 gemacht hat. Ist es jetzt einfach in Black Ops 2 viel wichtiger, wenn man wirklich die Abschussserie holen will. Es ist halt viel schwerer geworden, die Abschussserie zu holen. Nicht von der Punktanzahl her, sondern einfach vom taktischen Spielen her. Muss man wirklich ein bisschen vorsichtiger sein, bis man die Abschussserie holt. Ja, noch vielleicht etwas zu meinem Gameplay. Also, wir haben ja zusammen gespielt da. Und ich werde am Schluss 8 auf 13 haben. Ja, tönt wirklich saumässig schlecht, aber der Grund ist, ich habe nur mit der Armbrust gespielt. Die habe ich natürlich auf Gold gebraucht. Dort habe ich jetzt das Schild auf Gold, die ballistischen Messer auf Gold, die Armbrust auf Gold. Jetzt fehlt noch das normale Messer auf Gold und dann haben wir dort auch Diamant. Und ja, es ist halt ein bisschen schwerer. Und das ist auch ein Grund, wieso ich mit denen anfangen zu spielen. Ich weiss noch, im MW3 hatte ich ein KD von 1,8. Das Maximale, das ich mal hatte, war 1,9. Und jetzt, als ich Black Ops 2 gespielt habe, habe ich gesehen, oh mein Gott, 1,2, was ist los mit mir? Und ich muss sagen, es ist mir momentan nein, es ist mir eigentlich recht piepsegal geworden, dass ich jetzt so eine schlechte KD habe. Ich habe einfach meinen riesen Spass momentan, wenn ich die Leute mit dem Schild abnehmen kann. Plus noch, wenn ich positiv mit dem Schild bin und sehe, wie gewisse Leute spielen mit normalen Waffen und negativ sind, dann frage ich mich langsam, was die Leute konsumieren. Dass einer mit dem Schild positiv ist und der Rest nicht. Aber ja, es gibt halt vielleicht weniger gute und doch gute Spieler. Aber es sollte nicht der Fall sein, dass einer mit dem Schild besser ist als einer mit der Waffe. Aber ja, ist doch gleich am Schluss. Ja, ich komme mal zum Schluss. Eben, ich bin ein bisschen krank gewesen, ich möchte mich entschuldigen. Ich habe ein bisschen, was Black Ops 2 anbelangt, ein paar Sachen verpasst. Aber bis jetzt wieder am Auffrischen, dass natürlich im nächsten Commentary ein paar Infos noch dazukommen, müsst ihr mich halt ein bisschen entschuldigen. Und ja, mal etwas habe ich noch. Und zwar habe ich jetzt die Schule fertig. Finito aus. Und das heisst, ich habe ein bisschen mehr Zeit und ich hoffe natürlich, dass ich somit auch ein paar Gameplay mehr aufladen kann, ein paar Commentaries zusätzlich machen kann, dass ich natürlich ein bisschen mehr, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort natürlich nicht ein, unterhalten werden von uns. Das ist das richtige Wort. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut, habt's gut, zockt noch ein bisschen und man hört sich im nächsten Commentary. Ich melde mich ab, schönen zusammen, Peace.